ich habe kein einziges Beispiel erlebt seit 1979, also seit ich schreibe, dass ich direkt zensuriert worden bin. Ich hatte nie das Gefühl, dass ich nicht schreiben kann, was ich will. Ich habe immer in liberalen Zeitungen geschrieben, ich konnte mich immer ausdrücken. Natürlich weiß man von selbst, es gibt eine Art Selbstzensur, man weiß von selbst, was man nicht schreiben soll. Denn auch in einer liberalen Zeitung ist man in einer bestimmten Richtung, man soll bestimmte Politiker da nicht kritisieren oder eine bestimmte Partei nicht kritisieren. Ansonsten habe ich immer mich völlig frei gefühlt. Ich bin aber mit meinem Vorredner durchaus einverstanden, dass man dadurch, dass man totgeschwiegen wird oder nicht eingeladen wird, dass dadurch eine Zensur stattfindet. Und aus meiner eigenen Biografie habe ich ein sehr typisches Beispiel dafür. Ich habe 1986 einen Gedichtband veröffentlicht, wo auch erotische Gedichte enthalten sind. Und das war in der Zeit für eine Frau, ich würde nicht sagen Neuland, aber doch ziemlich selten. Und ich habe in der katholischen Zeitung und in unserer katholischen Zeitung einen unheimlich leidenschaftlichen Verriss bekommen. In dem Sinne wird man in den Medien mit großer Audienz, im Fernsehen oder im Radio, es ist so eine Glückssache. Ob man im Trend liegt, dann wird man unterstützt, liegt man nicht im Trend, wird man nicht unterstützt und dann kommt man auch nicht zum Zuge. Die zweite Sache, die wichtig wäre, das ist in dieser offiziellen staatlichen Subventionspolitik. Da merkt man auch, da werden Leute unterstützt und andere nicht. Von den einen werden Bücher gekauft, seitens der Ministerien, von anderen nicht. Natürlich gibt es Qualitätskriterien, das versteht man. Es gibt Bücher, die eignen sich mehr für die Jugend, für die Schulen als andere. Aber ich glaube nicht, dass es so nach sachlichen Kriterien funktioniert. Ich glaube, dass es eher nach ideologischen oder manchmal auch dann den katholischen Prinzipien, ob man der katholischen Kirche jetzt näher steht oder nicht, dass das nach diesen Prinzipien funktioniert.